Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem hochinteressanten Freundschaftsspiel. Die Bedingungen sind klasse, das Stadion ist voll, es ist ausverkauft, Sebastian. Und das Schöne ist, die beiden Trainer haben alle Stars aufgeboten. Ja, was Schöneres gibt es überhaupt nicht, Tom. Das wird nicht nur ein Freundschaftsspiel, sondern ein richtiges Spiel. Ich glaube, sie werden so reingehen, als würde es um Punkte, um die Meisterschaft gehen, um den Pokal, was auch immer. Die Konkurrenz ist da, alle Spieler wollen zeigen, ich bin fit, ich möchte einen Stammplatz und das werden wir auch gleich auf dem Platz sehen. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Also die Schiedsrichterassistenten haben es auch nicht leicht. War das jetzt abseits oder nicht? Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, für solch eine Aktion kann man eventuell sogar noch die rote Karte zeigen. Da hat er Glück gehabt. Sieht nur gelb. Tja, nach dieser frühen gelben Karte muss er schon aufpassen. Schauen Sie mal, was der für ein Auge hat. Oh, super. Er findet den freien Mann. Ja, und der Ball geht neben das Tor. Ja, das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, was soll der Schiedsrichter da anderes machen, als die gelbe Karte zu zeigen? Der gefoulte Spieler war weit entfernt vom Ball. Ja, damit haben jetzt schon 2 Spieler gelb gesehen, jetzt müssen sie aufpassen. Sie kommen immer wieder rechtzeitig zurück. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. So, jetzt eine gute Flanke und dann wird's... Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Und da war er im Zweikampf zu spät dran. Und die gelbe Karte ist fast noch ein bisschen geschmeichelt für dieses Foul. Also, wer so spielt, darf sich über gelbe Karten nicht beschweren. Der Schiedsrichter muss hier einfach hart durchgreifen. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Gut mit der Brust angenommen und sofort den Ball kontrolliert. Gute Abwehrleistung. Den Ball in die eigenen Reihen zurückerobert. Ja, ein bisschen leichtfertig der Ball. Der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Das gibt eine Ecke. Er befördert den Ball per Kopf aus dem Strafraum. Der Ball ist im Netz. Ja, das klingt ja fast, als hätten sie hier ein Heimspiel, Tom. Diese lautstarke Unterstützung
durch die mitgereisten Fans, gibt dem Team der Gäste sicher großen Auftrieb. Ja, das war ein klasse Tor. So kennen wir das von ihm aus vielen anderen Spielen auch. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Und sie haben den Ball hinten aus dem 16er geklärt. So sieht ein klasse Pass aus. Ach, da sieht man mal, was dieser Torhüter drauf hat. Ganz sicher nimmt er diesen Ball auf. Und der Ball ist wieder im Spiel. Ein wunderbarer Pass. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. 1:0 und damit wissen wir, dass für die zweite Hälfte eigentlich noch alles drin ist. Also kein Team konnte sich in den ersten 45 Minuten wirklich dominant behaupten. Fast neutralisiert haben sich diese beiden Mannschaften, also ein Leckerbissen für die Trainer. Wir hoffen natürlich, dass sich eine Mannschaft jetzt durchsetzt in den zweiten 45 Minuten. Vielleicht ist es ja die ein oder andere schöne Also es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Klug gespielt. Er klärt die Situation mit diesem Kopfball. Ja, klasse Zuspiel. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Los, schieß, Junge! Und der passt genau in den Knick. Ja, was für ein Rückschlag für die Heimmannschaft. Die gespenstische Stille im Stadion ist bedrückend. Die Fans sind ja sprachlos. Und er spielt hier die Abwehr förmlich schwindlig. Schon sein zweiter Treffer in dieser Partie. Ja, diese Grätsche hier ist ihm ausnahmsweise mal misslungen. Klasse Aktion. Eine gelbe Karte gibt's nicht, aber bitteschön, immerhin Freistoß.
Wenn man das Foul in der Zeitlupe sieht, wird deutlich, dass der Schiedsrichter hier eine Karte hätte zücken müssen. Ganz knapp geht der Ball vorbei. Ja, das sieht gut aus. Ja, das war ein Foul, aber es gibt keine Karte dafür. Weiter geht's. Ja, deswegen steht die Mauer da. Ja, jetzt wird es für die einen aber langsam peinlich. Schon wieder ein Tor. Naja, so ein Spieler braucht man vielleicht auch mal egoistisch, eigensinnig. Wenn das so ausgeht wie hier, wie mit diesem Tor, dann ist ja alles gut. Und der Trainer hat noch gewarnt. Keine Freistöße in der Nähe des Strafraums. Sie haben einen hergeschenkt und jetzt die Quittung dafür. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Und nach diesem Foul bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig. Freistoß. Völlig richtige Entscheidung des Schiedsrichters, finde ich. Da wirft er sich dazwischen. Ja, das könnte eine gute Chance werden, aber jetzt müsste er auch flanken. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Und noch ein weiterer Treffer. Das ist natürlich ein schöner Treffer. Mit all seinem Eigensinn setzt er sich da durch und belohnt sich selber. Ja, und das ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, eine ziemlich bescheidene Leistung des Keepers. Er ist ganz klar der Schwachpunkt im Team. So, jetzt müsste es schnell gehen. Gute Kontergelegenheit. Und da hat er per Kopfball geklärt. Also das sieht mir nach einer Verletzung aus, aber es gibt nicht mal eine gelbe Karte für dieses Foul. Auch wenn er sich hier vor Schmerzen am Boden wälzt, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Jetzt müsste die Flanke kommen. Und direkt auf den Verteidiger gespielt. Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Klare Sache für den Schiedsrichter, Freistoß. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Jetzt wird's ganz gefährlich für den Torhüter. Ja, klasse, wie er da genau richtig steht und den Ball locker aufnimmt. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Und ab geht's in die andere Richtung. Ah, wieder so eine tolle Abwehrleistung. Die sind heute einfach perfekt organisiert. Und das war schon toll, dieser Pass. Ja, Schuss und der bleibt in der gegnerischen Abwehr hängen. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, faul, aber der Schiedsrichter gibt wohl keine gelbe Karte. Eigentlich pfeift der Schiedsrichter. Und das war ganz eng jetzt. Und er köpft hier den Ball nach vorne. Ganz souverän. Ja, und es gab ja die ein oder andere Unterbrechung in dieser Partie. Deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. Nutze die Chance. So, nach der Aktion können sie erstmal wieder durchatmen. Befreiungsschlag. So eine Gelegenheit. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet.
So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.